Salut und herzlich willkommen bei Luxplay. War Dir lowert gesinn, si Spieler die net vergies goufen. Se waren just biselo nach net bei Luxplay. Ah ja, Jules, so previously not auch schon ein ganz feine Sache. Zumal das gern XXL. Da konnte man uns zum Beispiel für ihr so Hits abschieben wie Deathloop. Hits abschieben wie Deathloop. Hits abschieben wie Deathloop. Hits abschieben wie Deathloop. Besser. Besser. Du bist nicht du, wenn's an einer Zeitschleife bist. Wie schwätzt du? Hörst du da doch? Luxplay an den Zyklus ausgebracht. Also ich kann ja ein Review gehen, ein ganz kurzes Review von meiner ersten Kehr, wo ich Deathloop gespielt habe. Ich habe angefangen, ich habe ein bisschen gespielt, ich war ziemlich begeistert vom Haptik-Feedback von der PlayStation 5. Und dann habe ich mal gesagt, nee, ich kann mir die Zeit auch nicht das benutzen. Und ich habe kein spielen. Und du meinst, habe ich gerade kein Review für dich, aber ich verspreche, dass ich kein Review machen. Nicht zu Deathloop, niemals zu Deathloop, weil das Spiel dauert ewig, halt immer im Loopt. Er macht nicht den Fehler, ganz am Anfang schon alles sicher zu gehen, weil recht, nur den er Pummel gestorben sitzt, kriegt er recht Fähigkeit, dass er Sachen kann dann nächsten Loop mal drüber holen. Ich habe so viel Zeit verschwendet. So viel Zeit, die ich nie mehr rumkriege. Und ich gehe noch nicht jung. Guckt erst mich hoch an. Denk mal nicht. Wie bei all Pokémon kriegen wir beim Start von Professor Alp eine Erklärung über Pokémon und Kreefron zu unserem Profil gestaltet. Den Namen darfst gesehen Afron zum Rival, dem wir im Spiel mehrmals begegnen. Als das alles geschieht, geht es doch schon zu Last Mod. Pokémon, leuchtende Perle. Wie Details verlassen wollt, seht ihr am erst, dass er Rival da war und erst Gesicht hört. Wer dir bei ihr geht, erzählt ihn erst, dass ihr zwei wird bei der See gehen. Wer dir am hege Gras einen Koffer von tut, geht ihr für welche Pokémon aber ugegraft und muss dir zwischen 3 Starter-Pokémon entscheiden, die ihr am Koffer liegen seht. Wichtig dabei zu wissen ist aber, dass ihr diese schon nicht mehr andere könnt. Das ist also Qual der Wahl. Mit deren Pokémon seht ihr also offiziell Pokémon-Trainer in Brest-Region. Kampf gegen deine Trainer, fängt für Pokémonen auf vergrößert oder verstärkt der Team. Wenn die kämpft, steigern sich beim gewonnenen XP von ihren Pokémon, Level gehen an die Luft und können sich entwickeln. Ob ihre Race kommt ihr bei Arenan. Kampf gegen die Arena-Leiter und sammelt Orden. Habt ihr alle 8 sind die qualifiziert für die Liga. Heute könnt ihr kämpfen, für den Titel vom Pokémon Champion zu kriegen. Am Menü habt ihr hilfreiche Optionen, für am Spiel weiterzukommen. Eng davon wird das Pokémon-Menü. Hier habt ihr die Übersicht über ihr Team und könnt über den Bericht all mögliche Informationen zu ihrem Pokémon kriegen. Ein grosses Positiv aber ist die neue Schnelloption für an der PC-Boxen zu kommen. Mit einfachem Drücken auf ihr R-Tast habt ihr direkten Zugriff und könnt direkt dran schaffen. Des Weiteren habt ihr den Pokédex, den ihr vom Professor Alp gekriegt habt, auch soll vervollständigen. Hier sind alle Pokémon dran notiert, die ihr am Laufe vom Spiel begegnet oder gefangen habt. Auf ihr aufzuschließen, ihr Karte. Mit einem Pfandel ist markiert, wo ihr das nächste Ziel ist. Wie auch beim Viergänger vom DS gibt es auch hier eine Wettbewerbshalle, wo ihr mit eurem Pokémon teilholen könnt. Die hat die Schwarz zwischen 6 Kategorien auf 4 Rängen. Wählt das Pokémon und wählt der Attack aus. Attack ist basierend auf den Bonus, den der hinter am Spiel kriegt. Ehe es dann noch losgeht, geht ihr noch gefragt, wie ein Outfit ihr wollt unduen. Outfits könnt ihr am Kleidergeschäft kaufen, die hat Auswahl zwischen verschiedenen Outfits, die ihr mit Pokédollar könnt bezahlen. Das gewannt ihr während der Kampf, wenn ihr das gewannt. Zurück zum Wettbewerb. Am Gegensatz zum Viergänger aus dem Wettkampf des Geier aber mehr vereinfacht. Die sammelt Herzen, an dem sie am Takt von der Musik ob ihr A-Tast trägt, und könnt mal ihr gewählten Takt aktivieren. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Koche von der Knups.
Das sind eng 8 Kichelscher, die dir als Biere könnt machen. Wieder dir das in der Pokémon erhegen sich Werte für die verschiedenen Kategorien von der Wettkampf. Ein weitere Feature von leuchtende Perl aus der Pokewatch. Diese bietet verschiedene Optionen, wie die Schnellzugriff auf die Attacken, ein Auer, ein Taschenrechner und vieles mehr. Weiter Fenstern kriegt ihr während dem Spiel geschenkt, von dem man die Leute schwätzt. Apropos Wärmattacken. Anders wie bei der Generation 4 drun muss ihr nicht mehr ein Pokémon am Team besitzen, was die gebrauchten Attacke beherrscht. Bei Gebrauch könnt ihr Pokémon aus dem Nichts zur Hölle. Hoppla! Was ist denn hier im Kraterbergschloss? Moje Kanner. Dat du? Ass de Guy. Oder wie machen op gut Lützebäue Schwette nennen? De Guy. De Guy hat e Problem. En ass ein Arschloch, wo net vertont ass. Klingt unfassbar, ass awer so. Dat ass awer net schlimm, weil der Rustler gut kee Charakter eng stimm. Er ist gebroddels. Leider also entweder Met oder weil nicht mehr genug Budget da war. Wieso ist der Guy dann ein Arschloch? Weil er ganz bei Sachen mischt, von der mittelalterlichen Gangsterliga herabzuklammen. Der Guy ist aber nicht nur ein Arschloch, sondern auch noch ziemlich dreist dabei. Er sieht aus wie der Bully, er hat sein Game Design bei GTA 1 und 2 geklaut. Ja, lief kann er. So war das Demos an Zeiten, wo noch kein Suet für Katzenöre misst ausgehen. Ursprünglich hat das Spiel sogar müssen Grand Theft Horse heischen. Me, schmengen da während Entwickler endgültig am Crunch Dungeon für Rockstar verschwunden. Was nicht arschig ist den Humor. Den ist rotzfresh, er profitiert von all Gelegenheit für Monty Python können zu zitieren. Grafisch ist das Spiel ganz okay. Wie gesagt, wir sind hier auf den ersten Blick vielleicht bei Rockstar, aber garantiert nicht beim Budget. Missionen inspirieren sich auch ganz klar beim großen Bruder. Pferd klauen, Leute ausknipsen oder sich als Prostituiert verkleid an den gegnerischen Camp rausschleichen. Ja, das klingt alles irgendwie schon bekannt, wird aber durch sein Mittelalter-Thema sein kleiner Bonus-Charme. Den absolute Knüller sind Flickepferd mit ihrer blauer Luchtannen, die da austricksen könnt, indem es da bei einem Pimp My Horse mit Pferd umlackieren lässt. Ja, auch ein Rustler hat ihre Fahndungslevel, die bei ganz bösen Aktionen sterweise abgeht. Ihre coole Soundtrack liefert allerdings das kein Radio, mehr Barde, dem der ein Gehirlos kann donnern, für die das zu wirsteln. Ja? Ja, da par contre oldschool Rockstar röscht, was das Spiel zu bieten wird, als ein designierten Raps auf Furzknäppchen. Jep, kann er. Das war für uns Demos Highlight von unverschämter Provokant. Und dafür wurde kein koreanisch Kannerlied oder Kannerspieler gebraucht. Arschig ist allerdings leider die Steuerung. Die ist ziemlich unpräzis, was für allem den Kampf und noch den Perz-Verfolgungsjürsten gerne mal ein Pfeil an den Knie schießt. Will da also gerne mal den Bullshit-Don't erlebt, sind Checkpoints schon ein Feisach. Was sie nicht gerade random sind. Mal hat er sie fair platziert, und mal die wird eine Mission von 4 aufhängen. Wo nie seine Entscheidung, die auf einem Med-Access basiert. Missionen fühlen sich leider auch oft nicht so durchgeknallt an, wie den Szenario eigentlich mis soll haben. Bugs aller, ich bleibe mit meinem Pferd an einem Baum hängen, ging der Sache auch noch sehr cool. Und ich mehr Spaß mit Rustler gehabt. Jein. Und ich viel dabei gelacht. Ja, aber mindestens auch gerade so viel geflucht. Ging ich das Spiel empfehlen. Wenn sie es gepatcht haben, da kann ich mal für korrekte Preise rausschnuppern. Sonst rekommandiere ich ein entspannter Filmmovent mit ganz viel Met an Monty Python und
Holy Grail. So, das war es von mir. Tschüss, Kanner. Inhalt Joer in Familie. Das Joer feine dünn, wenn den Spiel start, können du kleine Cinematic Intro. Ganz schön. Geht über die Familie, an die wird schaffen, an das sind als Bauer immer selbst den hört. Da kann ich natürlich dem schwerste schwören. Muss ich eng Map wählen. Du kannst eng mit Westamerikanisch wählen, eng Südfrankreich oder eng an den Schweizer Alpen. Alle Mappen zu bisschen speziellen Features also. Und da könnten zwei schwerste schwören, da das dann ich Charakter zu stellen. Kann nicht nehmen zwischen männlich oder weiblich wählen, mir halt doch nicht immer um die Tonne Kleider. Kinder von Jahr zu Jahr immer mehr. Wenn das bis alles gemacht wird, geht dann noch wirklich los. Kann in mit seinem Traktor einfach mal ein bisschen rumfahren, vielleicht irgendwelche Felder kaufen, sich nicht eine Terra kaufen, aufhängen, selber Sachen zu pflanzen oder es möchte ihn so abträgt, wo ihn dann halt so in der kriegt, von den Sachen lehnt, bis zum anderen mehr, dann halt so ein bisschen schaffen, für dich mal selber ein bisschen Profit zu machen. Dank dem Profit können dann auch die Sachen, die mir interessant sind am Spiel, also Sachen pflanzen selber. Silo viel Möglichkeiten da, sogar ein 16 Stück, kann die üblichen Sachen machen, wie es geht. Also man kann einfach neue Sachen machen, wie zum Beispiel Oliven, Trauben oder Hirse. Das alles steht für irgendwie los, was du möchtest, weil man kann sogar auswählen, zu welcher Jahreszeiten was du möchtest. Ja, du hast richtig, Jahreszeiten. An FS 2022 gibt es Jahreszeiten. Du musst nur ein bisschen aufpassen, so wenn ihr was upplant, und halt wenn ihr was pflegt und alles, dass du schon mehr realistisch gehen alles. Und ich weiß auch einfach, wie wichtig es ist, auch am richtigen Leben darüber aufzupassen. Natürlich kann ich die Ausstellung auch ausmachen, und ich vielleicht auch gemacht, aber dann ist halt vielleicht in einer Fähre fort oder so, aber jetzt verhängen Sänger ist. Wenn ich dann halt kein Lust auf Schnee hat, dann muss ich gar nicht den Schnee fortdrücken. Und dann ist das viel mehr einfach auch. Am alle Fall geht es nicht nur die Seasons, die neu sind, an die Tonnen Maschinen, die nicht gehen, aber es gibt auch sogar Produktionslinien. Also so man, es möchte den Weiß und es will nicht einfach direkt verkaufen, weil das, wenn es so bringt, kann er nicht bei einer Mühle bringen, die machen ein Mehl draus, da kann er Mehl verkaufen. Oder es bringt den nicht bei einer Mühle und dann bringen bei dem Bäcker, an dem möchte er Brot draus und er verkauft den Brot. Wenn ich sich denkt, ja, dann muss ich einfach viel hin und her fahren. Du hast FS 22 auch eine Lösung. Es kann dir sogar Helfer ausstellen, die hin und her fahren zwischen den Plätzen. Nämlich auf der Straße natürlich, aber das ist schon mal viel. Muss ich nicht die ganze Zeit selber fahren. Wen hat das nicht gern? Also schloss ging ich so ein FS 22 als mehr Angst gehen. Ich muss ich selber ein bisschen mehr Zeit dran investieren. Wenn ich will, muss ich gucken mit den Jahreszeiten und dann da ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich nicht für selber los. Aber insgesamt ging ich einfach so, das Spiel hat viel Potenzial. Es wird mich aber alle voll packen. Und ich hoffe, es wird dich auch packen. Oder vielleicht auch manche interessieren, dass du ein paar Videos dazu guckst, finde ich egal wem. Mat Avengers hunn Square Enix a Crystal Dynamics trotz der grosser Macht recht grosse Flop herausbrucht. Nëmmen zurecht sinn lo viel Leute bei Guardians of the Galaxy skeptisch gewesen. Auch an diesem Fall handelt sich nämlich nicht um eine Umsetzung von den Filmfiguren, mir um eine ege Version, die vom Entwicklerstudio Eidos Montreal erschafft wurde. Dafür haben sie sich aber trotzdem auch ein bisschen bei den Filmen inspiriert, hauptsächlich aber bei den Comics. Die Story vom Spiel setzt ein paar Jahre nach einem intergalaktischen Krieg an und die Guardians schaffen noch schon seit längerer Zeit zusammen. Trotzdem sind Member von der Equipe noch nicht ganz warm mit denen und trauen sich auch noch nicht wirklich. An der Mitte davon steht der Stardust, dem seine Rolle dir überholt. That's very specific. The Betrayer is ready to begin her mission. She has requested your presence in the cockpit. Gamora's on our side, Drax. She is the spawn of my sworn enemy, a murderess and a traitor. I do not trust her. We'll try. We're supposed to be a team. I make no promises. Während Guardians op der Sicht nur eng Monster sind, für dem Lady Hellbender zu verkaufen, lebt er ganz casual dem Soulstone über den Weg, aber befreit dabei ungewollt nach ganz anderen Monster und trippelt dummer am Anfang die ganze Story recht richtig los.
Ich will aber nicht mehr verraten, weil Guardians of the Galaxy, also ein Spiel, das durch und durch den Fokus auf Story setzt, und das ist so gut wie schon lange kein Spiel mehr. Und das ist eine emotional, witzig und episch Story, die dem Titel Guardians of the Galaxy auch wortwörtlich gerecht wird. Wie schon erwähnt, trauen sich die Guardians in der Nähe noch nicht so richtig. Dadurch könnte das ganze Spiel hindurch auch zu Streitereien und Diskussionen, die mehr als die Spieler schlichten mussten, an Entscheidungen treffen können. We're dead in the fucking water! Promise must be freely accepted. Oh yeah, and without an engine, we're screwed anyway! Guys! Enough! Just stop already! I can't hear myself think. Rieseneinfluss auf die Story hat das zwar nicht, mehr ab und zu kriegt den Folgen trotzdem zu spüren, ob gut oder ob schlecht weiß. Für ein Beispiel zu nennen, kann er recht früh am Spiel eine Entscheidung treffen, durch die ein Level auf zwei komplett verschiedene Weise weitergeht. An der ersten Version muss er sich durchkämpfen, aber der zweite Variante muss er aber schleichen. Nicht nur, dass der Gameplay nicht, mehr kriegt noch komplett andere Areale zu sehen. Weiterhin zu den Diskussionen muss ich auch noch sagen, dass außerhalb von den Dialogen mit dem Spieler auch noch immer kein Debatte zuhalten kann. Wirklich nonstop aus irgendeinem Umgang mit denen zu diskutieren, zu streiten oder einfach dabei blöd Witze zu machen. Good. They deserve it. Seknov 9 is a sanctuary. They say that if you leave behind a single piece of refuse, Lady Hellbender will personally return it to you in the most unpleasant way. That can't be true. Damit bringt Spiele fertig seinen Charakteren so real wirkungslos, wie ich das bislang noch nicht wirklich gesehen habe. Nicht ein Kehr wiederholt sich irgendein Gespräch, und nur geht den beim Nolauschen noch mehr über die Figuren gewohnt, alle jetzt alle Guten als Teil von der Kipp zu schätzen. Wo ihr den Kipp natürlich auch noch schätzen lernt, als während der Kampf. Der Peter Quill ist mit seinen zwei Elementarblastern auch ganz fähig, sich am Kampf zu beweisen. Ohne Kipp kann den aber nicht weit. Als Star-Lord kann er ballern oder prügeln. Und ich muss sagen, die Animationen dabei am Kampf sind wirklich schon alle erster Klasse. Alles liegt flüssig an den Nähen, also wenn er mal ausweichen muss, kann er seinen Angriff nur noch flüssig fortsetzen. Es fällt mir wirklich schwer, da wieder zu fassen, mir hat ganz gesagt halt richtig knackig als cineastisch aus. Viel Damage möchte er selber dabei, aber leider nicht. Dafür gehen dann Spezialfähigkeiten von den Teammitgliedern. Jeweils 4 pro Charakter, die alle für verschiedene Situationen optimal geeignet sind. Weil den dabei aber auch öfters mal den Überblick verliert, spam den öfters einfach das echt, was gerade freigeschaltet ist, drauf. Leider fehlt im Kampfsystem und Dave und es wird zwar Management vom Team und auch verschiedene Gegner, die speziell mit verschiedenen Elementen von den Blastern zugreifen muss, aber leider fehlt es sich so, als wären das System nicht wirklich so ganz ausgereizt gehen, wie sie Potenzial haben. Fähigkeiten von den Guardians kommen aber natürlich auch außerhalb von den Kämpfen zum Einsatz. Alle Missionen sind zwar grundsätzlich linear abgebaut, aber immer und immer muss ich eben auf genau das Fähigkeiten setzen, für die Wege weiter zu erreichen. Nicht nur das, bald überall gehen auch verstoppte Wege, die zu neuen Kostümen und Items feiern. Weil die Missionen noch alle gute wunderbar designt und auflösungsfähig sind, möchte ich das aber schon praktisch unbewusst sowieso. Das Spiel fährt in dem Verlauf der Story durch etliche Planeten, Raumstationen, also sogar andere Dimensionen. Langweilig geht es also nicht. Zur Summe gefasst kann ich für mich persönlich behaupten, dass Guardians of the Galaxy auf einem Niveau mit Spider-Man von Insomniac Games ist. Das Kampfsystem ist zwar noch nicht ganz ausgereift, das Spiel kann dafür aber eine herzergreifend und spannende Story erzählen, die mehr wie einen Twist zu bieten hat. Der Humor ist genial und Charaktere fühlen sich real an, wie keinem anderen Spiel. Wenn also eine zweite Situation, die mit Avengers erwartet wird, die kann natürlich gut abrufen, weil Guardians of the Galaxy hat Game of the Year Potenzial. Don't make me pull rank on this, man. Are you pointing your frickin' guns at me? No. Not yet. All right, let's do this. Let's go sell a monster. Ich weiß nicht. Irgendwas hat da wohl gefehlt. Ja gut, tell me about it. Wir sind
halt just ein kleine Kipp, ohne Moyen, ohne Budget. Das ist nicht das. Du seit dem 15. November noch irgendwas zum Billy hören. Nee. Oh, nee. Oh nee.